Deutsch sozusagen. Echt irgendwie wie Gas. Echt irgendwie wie Gas. Ich Arschlöcher, ich Züpfe Zwicker, ich Wichser, gebe Gas. Zwickt's mir immer nicht dran, wo sind wir daheim? Weil natürlich zum Beispiel einem vom Austria, vom Reinhard Fendrich, verarbeite ich ja eigentlich nicht in meinem Programm und verwehre mir dagegen das Fenderwinkel. Das ist mir dann zu patriotisch, das muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Gerade wenn man schon das Austro im Namen hat und halt natürlich auch mit diesen Elementen spielt, da muss man da immer aufpassen, wo ist halt dann die Grenze. Und dieser Landeschauvinismus, der muss halt einfach nicht sein. Ja. Ebenso Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hat es eine richtige Wellen gegeben von Austropop und Musik, die auf österreichischen Deutsch oder auf Dialekt geschrieben war. Dann ist es so ein wenig abgehebt und jetzt kommt irgendwie so ein Revival und du bist da einer von den lautstärksten Protagonisten, siehst du da? Empfindest du das auch so? Siehst du da in so einem Trend drinnen? Das Revival sehe ich eigentlich überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich sehe natürlich ganz deutlich, dass halt in den 70er Jahren beim Aufkommen quasi in der ersten Phase des Austropop, der ja in der ersten Phase wirklich wichtig war und wir dann die ersten Platten die ersten großartigen Platten vom Tanzer rausgekommen sind oder vom Armbruster etc., das war ja alles wichtig. Das war ja ein spezifisch österreichisches Songwriter-Movement. Das hat nicht irgendwie kopiert, sondern halt versucht, aktuelle Tendenzen oder einen Bob Dylan oder einen Leonard Cohen, wie es zum Beispiel, wie man ganz stark beim Ludwig Hirsch raus hört zum Beispiel, halt ins Österreichische zu übernehmen, aber quasi was spezifisch Österreichisches draus zu machen. Völlig legitim und war ja damals ganz wichtig. Das hat dann eigentlich sich ein bisschen verloren in den 80er Jahren. Ist das einfach nicht mehr wichtig geworden und die Leute haben halt einfach nichts mehr Wichtiges gemacht. Und was man jetzt immer wieder hat, das finde ich eigentlich sind eher so einzelne singuläre, möchte ich fast sagen, Gestalten, wie zum Beispiel Adwenger etc., die aber jetzt nicht wirklich in einem Trend drinnen sind. Sicher, es ist schon mal ein bisschen größer geworden, wieder mit Hubert van Goes an Adwenger damals die Zeit. Das stimmt schon ein bisschen, aber ich glaube trotzdem, dass man da nicht wirklich Erwöhn draus kreieren kann. Holz das aus! Holz das aus! Holz das aus! Holz das aus! Holz das überhaupt aus! Holz das aus! Ich geh nur ganz viel Ärger mit dir umspringen. Wenn ich hinschaue auf deine Polizei, was passiert da bei mir? Geht dir nur ganz viel Ärger mit dir umspringen. Es werden immer Blitzaktionen. Also wenn ich sage, ich bin gerade aggressiv, es war letztens zum Beispiel die Samthandschuhe, den Song, den du gehört hast, irrsinnig gerade was da bei mir. Da hat sich einiges zusammengekommen, vom Leben her, im Freundeskreis. Ich meine, genaueres kann man dann ein bisschen außerhören, was mich gestört hat einfach. Und dann muss ich sofort aufnehmen. Also das darf nicht länger dauern wie 2 Stunden. Bin dann in Windeseile den PC hochgefahren und es ist dann relativ schnell fertig. Also 2 Stunden hat das gedauert. Mit Mixen natürlich nicht, aber es muss eine. Wird nichts aufgeschrieben, also ich habe das eingesungen und habe mir dann am Anfang gedacht, doch ein bisschen hart vielleicht, mit dem Polizeistaat und so, soll es die Leute wirklich so angreifen. Aber ich habe das dann lassen, weil ich mir gedacht habe, das ist halt wirklich aus mir rausgekommen gerade. Genau, ich rappe schon seit 2003 nur mehr in Dialekt und ich war ja am Anfang extrem angestachelt halt durch Texter, weil die halt mit Sprachbarrieren da voll vorgefahren sind. Und ab dem Zeitpunkt war es mir klar, Dialekt, das ist das einzig Mögliche für mich zum Rappen, weil ich halt so rede und weil ich mich nicht verstehen möchte. Also, das ist eigentlich logisch für mich. Also ich bin da recht dankbar dem Radiosender FM4, wo ich mir der Chart-Hit sicher nicht tut. Die haben den voll gefressen, es war viel super, ist ein Running Gag im Funkhaus gewesen. Und denen bin ich ihm recht dankbar, die haben das erfunden, dass das knackiges Abtempo ist. Und das gefällt mir. Crunchy Abtempo ist sogar letztens so, als der Erfinder einer neuen Musikrichtung lebt in Oberösterreich, Crunchy Abtempo. Im Radio gesagt worden, habe ich recht gefreut und so sehe ich es auch. Ja. Das finde ich ganz treffend. Knackiges Abtempo mit Mundart-Raps von einem Müllviertler. Man kann es besser artikulieren, man kann sich besser ausdrucken, man kann vor allem den sich ständig wechselnden jugendkulturellen Sprachschätzen
nicht nur anpassen, sondern voraus sein, das interessiert mich. Mich interessiert Wortschöpfung, mich interessiert, dass ich die Leute den Stolz für die Wörter wieder zurückgebe, wie zum Beispiel Alter oder sowas. Leute reden mir an, geben mir Props für das, dass ich gesagt habe Alter und so, weil sie sagen es dann in der Schule auch und müssen sie nicht mehr deppert dafür vorkommen, wie früher war. Und sie sind dann gehandelt worden sozusagen von ihren Hochdeutsch-Kollegen, die dann gesagt haben, hey, du bist ein Bauer und so, und sie sagen jetzt, Alter, mach dir mal Tibor Fokker an, dann sagen wieder was zu mir. Also das ist für mich auch eine wichtige Komponente, sozusagen der Stolz, das Selbstbewusstsein in der Sprache wieder zurückzugeben, also die Österreicher sozusagen. Weil ich glaube, dass das eine der schönsten Sprachen ist halt. Also ich finde halt, der Sprachklang und vor allem die Vielseitigkeit der Sprache, also es gibt 1000 Begriffe für ein Wort teilweise, es ist unglaublich, es ist fast wie Chinesisch. Und ja, ich meine, der Reichtum des Sprachschatzes möchte ich mir auf keinen Fall nehmen lassen, indem ich mich jetzt minimiere und sage, ich rappe jetzt auf Hochdeutsch, ich rappe nur mehr die Schulsprache sozusagen. Mir ist das schon immer gegen den Strich gegangen, auch in der Schule wollte ich nie Hochdeutsch reden, wollte eigentlich Mundart reden und so. Und ich habe es nie verstanden, warum meine Lehrerin nicht versteht sozusagen. Also vom Feedback her habe ich bei Sicher nicht du bei dem Song schon gehört, dass das ankommt, klar. Man hört ja auch 20 Mal das Gleiche. Aber ich meine, die neuen Sachen, die ich wo reingestellt habe, da habe ich schon gehört, sie müssen es schon langsam hören, beziehungsweise öfter, damit sie es überhaupt verstehen. Es ist ja irrsinnig geschwind aber ich glaube von den Wörtern her, man kommt ganz gut hin, aber wenn man nur Schriftsprache gelernt hat und mit Schriftsprache aufgewachsen ist. Aber gut, die Wiener haben auch einen Slang, vorsichtig ausgedrückt, und die verstehen das schon irgendwie, glaube ich. Voll gut, voll gut. Ich habe nur positive Reaktionen bis jetzt. Also es gibt natürlich schon Leute, die was sagen, rappst jetzt nur mehr auf Mundart und so. Die sagen das aber nur deswegen, weil es dann schwieriger wird für sie. Weil sie wissen, wenn jetzt nur mehr Mundart rappt, dann wird es vielleicht in Österreich irgendwann einmal so wie in der Schweiz, dass alle nur mehr Mundart rappen und dann kann keiner mehr sagen, Alter, ich orientiere mich jetzt am deutschen Markt. Das grundsätzliche Problem ist ja in Österreich das, dass es keinen Musikmarkt gibt. Falls es einen Musikmarkt gäbe, dann würden die Leute nicht nach Deutschland schielen müssen. Wie es damals war bei Austropop, da ist es ja auch gegangen, dass der Ambros und der Fendrich alle auf Mundart gerappt haben. Keiner hat gesungen haben. Keiner hat irgendwann einmal gesagt, Ambros verstehe nicht, ich verstehe nicht, was Zentralfriedhof die Aussage ist, verstehe nicht, da komme ich nicht mit. Das hat keiner in Österreich gesagt, es ist nicht einmal darüber diskutiert worden. So schaut's aus. Und jetzt, nur weil es keinen Musikmarkt gibt, soll es die Sprache auch nicht geben, was geht denn? Die wahren Künstler sitzen nur in die Keller, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sitzen nur im Keller oder in dem Studio sogar mit Fenster. Aber die Chance ist da. Ich glaube, es wird es geben. Es müssen nur wieder die Firmen mehr Geld kriegen. Sie haben jetzt mehr Kohle zusammengekriegt durch diese Castingshows. Man merkt, Universal hat wieder Platz für was. Sie machen halt 10 Sachen, die den großen Markt betreffen, und eine rennt halt dann mit, weil das Geld wieder da ist. Ich mag es, wenn du lachst, bevor du aus deinem Traum aufwachst. Ich mag gern in der Früh ins Bett kriechen zu dir. Ich riech so gern die Haut, die wie Schokolade ausschaut. Ich mag's, wenn du mich winkst und dein Arm sanft um mich legst. Ja, also ich bin die Claudia Korek, komme eigentlich aus Traunstein und bin jetzt in München dort zum Musikmacher und schreibe meine Texte auf Bayerisch und komponiere selber und habe jetzt gerade mein erstes Album aufgenommen und warte darauf, dass es rauskommt. Jetzt Radio nimmt es überraschenderweise echt gut, hätte ich nicht gedacht. Also gerade Bayern 3 und Antenne Bayern, die haben alle gesagt, also sie spielen meine Lieder, sie finden super, endlich mal wieder was Neues sozusagen und jemand echtes irgendwie, der seine Lieder selber macht und auch noch gut. Und ich habe dann gemerkt, es klingt gut, also das ist jetzt einer der Dialekte, die also finde ich super klingt. Es ist dem Englischen näher wie das Hochdeutsche, weil das Hochdeutsche hat so eine abgehakte, harte Sprache, finde ich, und das Dialekte, das rollt und kann man gut singen und deswegen Dialekt hört sich gut an und kann ich irgendwie alles sagen, was ich sagen möchte, weil das meine Muttersprache ist. Genau.